Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. So, ich mag mich noch ein bisschen umgucken. Vor allem dieser gar illustre Auswuchs hier. Okay, ansonsten stellen wir hier nichts mehr, was noch eine Lichtquelle bedarf, um sich das weiter anzugucken, ne? Ja, das ist auch mal letzte Episode hier für das Jahr. Morgen ist ja wieder Silvester. Und bedenkt, dass die Silvester-Episode bei Monkey Island 2 stattfindet. Und wir sehen uns das Jahr das letzte Mal bei Call of Cthulhu. Wir sehen uns erst wieder in einem Jahr, ne? Das wisst ihr schon. Gut, gucken wir uns mal hier um. Das sieht ja auch eher noch ein Bergwerk aus, als noch irgendwas anderem, ne? Oh, da geht's aber ganz schön tief runter. Naja, bleibt ja nichts anderes übrig, also runter mit uns, ne? Ob ich den Holzbalke hier und den Holzbretter vertrauen soll, das steht auf einem anderen Blatt. Aber Officer Bradley kommt, wenn auch sehr steif, mit uns. Okay. Ja, da das Öl verbraucht, das Zeug, ich muss gerade nochmal gucken hier wegen Facecam und so, nicht, dass ich irgendwie ganz komisch, so gucke ich wieder frontal zu euch, ja. Ja, wegen Ölquelle und so bin ich da etwas misstrauisch. Das erinnert mich da wieder an dieses Outlast, ich muss Batterien sammeln, sonst sehe ich nichts mehr. Aller Hopf, dann gucken wir doch mal hier rein. Kommen wir da durch? Natürlich, ja. And something tells me that the key is climbing these steps. There's tunnels all over this island. Latscht aber jemand Given rum the an noch. size of this cave, there's got to be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. Ich stehe da mal ein bisschen leiser, Retter, um I ehrlich zu ain't gonna sein. squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, Ist immer ein fine. bisschen eitel. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Okay. In die Haupthöhle begeben ist mein neues Ziel jetzt, was aber links durch meinen Molokop gerade verdeckt wird. Ja, da ist ja auch noch jemand rumgelatscht, irgend so ein Kultist. Officer Widerling geht jetzt so lang. Da kommen wir natürlich nicht durch. Das war ja ach sowas von klar, ne? Das muss so sein. Ja, ganz dumm sind die Kultisten offenbar auch, ne? Die schließen natürlich die Dere hinter sich zu. Das gebietet eigentlich auch der Selbsterhaltungstrieb. Na, großartig. Das heißt, wir dürfen unsere Uniform ruinieren, während der eitle Pfau mit dem Chelsea Smile seine Uniform nicht bekleckern will. Na toll, und was das ja auch wieder für edli Sub ist. Zum Glück hängen wir nicht mit der Hüfte da drin. Ich hab nämlich auch keinen Bock, dass mir irgend so ein Pimmelwurm noch in die Eichelrei kriecht. Ach, also das sollte man wirklich so schnell wie möglich rausgehen aus der Drecksbrühe. Und wenn möglich nicht bis zur Hüfte Eis sinken, weiß der Teufel, was da drin schwimmt. Ach, widerlich. Da geht's noch weiter anscheinend. Da können wir uns nirgendwo durchquetschen. Na gut, dann muss das wohl so sein, ne? Da kann er sich irgendwie durchdrücken. Wieder Lärm wie Sau gemacht. Schwimmen doch scheiße Bröckchen drin. Wundere jetzt mich ja nicht. Okay, in die Haupthöhle begeben. Da hängt nur so eine Art Traumfänger hier rum. Sieht so aus, oder? Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. Ja, so sieht's auch aus. Sieht nicht gerade sehr stabil aus. Sehr morsches Holz. Ja, der hängt auch schon halber runter. Da sind noch irgendwelche lustige Spirale an die Wand gemalt. Und da ist anscheinend noch eine Cthulhu-Kultstatue. Da können wir nicht hier. Können wir uns den auch nochmal angucken, oder? Sieht nicht so aus, ne. Ja, irgend so widerliche Kultstatue ist hier noch. Das sind auch diverse Kritzeleien hier an der Wand. Gucken wir uns mal an. These paintings must be several centuries old. Ah, das haben wir doch auf dem Gemälde von ihr gesehen. Verlorener Stamm. Ein Volk von Menschen, Anbeter des Meeres und dessen Wohltaten landeten an den... Moment. Ah ja, das ist auch wieder Abigail. Ein Volk von Menschen, Anbeter des Meeres und dessen Wohltaten landeten an den Ufern einer Insel, umgeben von dunklen Gewässern. Sie wurden von der Kreatur entdeckt, die einige als Verschlinger der Wale bezeichnen.
Viele Jahre jagte das Wesen die Stammesmitglieder in ihren Träumen, bis sich ihre geschwächten Gemüter ergaben. Sie folgten den Anweisungen der Kreatur und begaben sich in die dunklen Gewässer der Insel, auf das sie nie wieder gesehen wurden. Auszug aus dem Marlois Bestiarum von Abigail G. Irgendwie scheint sehr viel dafür zu sprechen. Warte mal. Es war auf Papier gezeichnet und in einem Tresor in einem Tunnel unter der Villa versteckt. Das Symbol wurde wiederholt auf das Papier gemalt. Jeder weitere Versuch klarer als der zuvor. Ich weiß nicht, was Charles Hawkins mit diesem Symbol darstellen will, aber eins steht fest. In seinen Augen war es wichtig. Auszug aus dem Notizbuch von Edward Pierce, Privatdetektiv. Ja, das hatten wir ja auch auf dem Bild von Sarah Hawkins, wenn ihr euch an die letzte Episode, war es glaube ich, erinnert. Da haben wir durchaus so ein Bild gesehen, das sah aus wie so Stonehenge, was auseinandergeht. Die Traumfänger haben wir auch nochmal dargestellt. Die Leute, die rausgehen und verloren gegangen sind, die haben wir auch. Irgend so eine Art Seeungeheuer ist da. Ich habe mittlerweile die Befürchtung, dass diese Walfänger raus sind und der Miraculous Catch war nichts anderes als dieses Seeungeheuer, was die Wale gefressen hat, weil die Hinweise sprechen dafür, durch das, was wir da auch noch gesehen haben, dass das ein deformierter, widerlicher Wal gewesen sein muss und dass viele tote Wale da rumgeschwommen sind. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass das hier der Miraculous Catch eigentlich war und die das Vieh auch noch gefressen haben. Und dann sind sie alle irgendwie wahnsinnig und so Cthulhu-Arbeiter waren. So könnte ich mir es zumindest gerade zusammenreimen. Ist das eklig. Und hier mal wieder. Auch wieder diese Kreatur. These people lying down. Are they dead? Ja. Are they asleep? Ich glaube eher, die sind tot. Durch die Kreatur verschlungen. Oder halt in den Wahnsinn getrieben und dadurch gestorben. Würde auf jeden Fall zu diesem H.P. Lovecraft-Universum passen, oder ist es wieder? These buildings seem to have come out of the water. Okay. Das sind wieder diese... Da sind noch Pentagramme noch mit dabei. Und diverse Necronomicon-Rune. Oh je. Gut, dann gehen wir weiter mit dem Feuerzeug. Ich möchte jetzt nicht allzu viel Öl verschwenden. Für die Höhlemalerei ist die Lampe durchaus nicht schlecht. Aber wenn wir so durchgehen, möchte ich kein Öl verschwenden, um ehrlich zu sein. Oh. Oh, jetzt sieht es schon fast so aus wie in dem Traum, den wir ganz am Anfang gehabt haben, ne? Einen Charakterpunkt haben wir wieder gewonnen. In die Haupthöhle begeben haben wir geschafft. Wir gucken nochmal, dass wir unseren Punkt investieren in Entdeckung, wollte ich, genau. Okkultismus geht leider nur durch Sachen, die wir finden. Das finde ich sehr schade. Finde ich wirklich sehr schade. Können wir jetzt aufmachen? Nee, auch nicht. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall mal in der Haupthöhle. Der Kultist, der ist Dohi geschleppelt. Ja. Und es sieht auch gar köstlich aus mal wieder. Wieder die Spur des Diebes aufnehmen. Alle hopp. Alle hopp. Mir nur nichts anderes zu tun. Da ist nichts weiteres. Nee. Time has weakened these structures. Wer hätte es gedacht? Ja, ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, dass das ziemlich morsch aussieht. Ono hat sich anscheinend schon Algebildung entwickelt. Hier tropft der Scheiß auch von Overrunner. Let's Player-Krankheit lässt Grüße. Die Nase juckt mal wieder. Ja, die klassische Let's Player-Krankheit, vor allem wenn man Facecam am Laufen hat. Das kennt man ja. Deswegen mache ich das mittlerweile schon ganz demonstrativ. Der obligatorische Nase-Rivler. So, was haben wir dann hier noch? Nix. Okay. Na gut. Also ich würde sagen, bei unserer Charakterentwicklung machen wir mal auch wieder Psychologie. Da würde ich auch weitermachen, aber ich stehe auch vor allem ganz gern in Entdeckung noch weitergehen. Da kann man bestimmt noch viele tolle Sachen entdecken und so vielleicht auch Okkultismus und Medizinbücher. Nicht? Schade. Fast so ein Langweiler wie Guybrush. Nee, das kann ich nicht, das mache ich nicht, das will ich nicht. Ah. Tran? It looks like animal oil.
Certainly not whale. Aha. Gar köstlicher Cthulhu-Tran. Ich weiß jetzt nur leider nicht mehr, in welcher Stadt Cthulhu angeblich schlafen soll. Das ist auch so Name, der mir jetzt gerade nicht einfallen will. Das könnte aber auch sein, dass diese Stadt auf den Gemälde eben diese Stadt darstellen soll, in der Cthulhu schläft. In einem fast todesartigen Schlaf soll er hier liegen. Okay. Kränkliches Feuer. Ach ja, ich glaube, das ist dann dieser ekelhafte Tran oder dieses Öl, was da abgebrannt wird, was dafür sorgt, dass das Licht so wunderschön nörgelgrün und kränklich ist. Für jeden, der Warhammer spielt und Warhammer kennt, der weiß, was damit anzufangen. Vor allem, wenn er sich ja mit Chaos beschäftigt hat. Aber das bleibt ja nie aus bei Warhammer, dass man sich ja mit dem Chaos beschäftigt. Und... ah ja. Sequenz wird gestartet, anscheinend. So, What's going on Halbsequenz. here? Oh. Piers! Keep your voice down. We're not alone. Ah, na, wie der sich bewegt. What have you got me into? So leichte Buckel hat er auch, wenn ich ihn nur so im Profil sehe. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. Okay. Na klasse, der Typ versucht sich im Schleicher. Und dahinter Molaram, Sugaram, Kalima, Shabdine. Ach du liebe Zeit. Da können wir weiter. Ich muss jetzt so auch nicht durch die Gegend schleichen, oder? Wenn ich mich langsam genug bewege, dürfte das eigentlich kein Problem sein. Noch sind wir noch nicht in Hörweite von Molaram, Sugaram, Om Nam Shivai, Om Nam Shivai. Ach du liebe Zeit. Ach, wären es doch nur Kali-Arbeiter. Das wäre mir weitaus lieber als solche Cthulhu-Kultisten. Die sind nämlich schon ein bisschen gröber drauf hier, die Typen. So, also weiter, hier lang. Kann ich auch generell meine Lichtquelle ganz sein lassen? Anscheinend nicht. Ist das eklig. Okay. Und das Bild von Edward Pierce ist hier. Also die kennen mich offensichtlich. Durch die Gemälde von Sarah Hawkins, die hier anscheinend auch einen Kultcharakter haben. Okay. Spiel speichert. Überall diese illustren Necronomicon-Rune. Und hier wird wieder irgendwas Leckeres, Maritimes geopfert. A table for sacrifice? Es geht auch hier so tentakelförmig in Rille runter, das Blut, was man hier opfert. Oder von einem Wesen, was man opfert. Grave. Wäh. Noch schön mit Darmschlinge geschmückt. Leckerli. Noch irgendwas hier? Ja, die einzige Göttin Kali, die hier gehuldigt, derer hier gehuldigt wird, ist die Leckerli. Locked. Natürlich. Hier nix. Irgendein Horn mit Symbole drauf. An engraved whalebone. Cool. A strange creature has been carved into it. Probably a figure of worship. Also das sieht schon cool aus. Nur will ich nicht wissen, wie man das als Trinkhorn verwendet. Weil als Rufhorn wird es mal nicht verwendet. Da werden nämlich hinter die Spitze auch noch angesägt. Beziehungsweise Loch wäre noch drin. Ein merkwürdiges Wesen wurde in den Walknochen geschnitzt. Ach, wär's doch nur Walknochen. Neuer Hinweis entdeckt, geschnitzter Knochen und Okkultismusfortschritt. Cool. Jetzt sind wir... oh, wir sind schon bei Okkultismus 2 gelandet. Geil, wir sind jetzt immer hier Leier. Das ist doch mal was, oder? Besser als nackig in die Hose gegriffen und besser als in die Hose geschissen. Das ist doch mal nicht schlecht. Alle hopp. Ja, hätte ich was verpasst, wenn ich das jetzt noch geguckt hätte. Okay, da gucken wir uns mal an. Das war das Bild, was der Hansel auch geklaut hat. Na, Sausack.
Trophäe erhalten in Kupfer. Die Grube des Grauens. Kotz, Alter. Oh, ich glaube, der wird langsam wahnsinnig. I can't breathe. Oh. Panikanfall. Manche Situationen, Begegnungen verursachen Panik bei dir. Fliehe schnellstmöglich von dem Ort. Ach du Scheiße. Jetzt aber wirklich weg, wenn er Panikattacke gerade hat. Natürlich. Oh, jetzt muss ich mich aber wirklich dummler. Die Sicht verschlechtert sich nur noch mehr. Jetzt wird es aber wieder etwas besser, ja. Okay. Er kriegt allmählich wieder sei Sinn beisammen. Jetzt können wir aber wieder zurückgehen, nicht, dass ich hier irgendwas verpasst habe, ne? Aber das war anscheinend ein psychisches Trauma bei ihm. Können wir das irgendwie... Verstand, ja, da habe ich mir schon gedacht. Psychisches Trauma, Verstand, Albträume. Nee, stabil sind wir trotzdem noch. Okay, unser Verstand ist noch stabil. Okay, hier fängt es dann wieder an, dass er wahnsinnig wieder wird. Dass er Panik kriegt. Na gut, wenn sein Verstand abträglich ist, dann sollte man nicht in diese ekelhafte Gegrößegrube hier reingehen. Es ist so schon ekelhaft genug, sich das anzugucken. Aber dort drin zu sein, kann ich mir vorstellen, dass man doch richtig Panik kriegt. Aber der Kultist ist ja auch mit uns noch reingestürzt. Aber die Masken sind unglaublich geil, die tragen. Is it my turn? Oh oh. Yes, it is time. You will soon be one of us, if your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. Gooble Gobble, Google It's like in my Gobble, dream. one of us, Google Gobble. Scheiße. Okay, die Höhlen erkunden ist unser neues Ziel. Da kommen wir natürlich Anime von der Seite raus. Ach du Scheiße, Mann, ist das widerwärtig. Ja, jetzt ist auch langsam die Anbetung deutlicher zu hören. Ist doch eine würdige Episode für die letzte im Jahr, Seems to oder? have been used recently. Oh. Probably some sort of ritual. Schick. Ich fand diesen Dolch in den Tunneln unter dem Hawkins-Anwesen. Sein Besitzer ließ ihn zurück, als er den anderen gewandeten Männern folgte. Okay, cool. Cool sieht das Ding ja schon aus. Ah, wir nehmen den mit. Okkultismus-Fortschritt gibt es auch noch. Ritualdolch. Cool. Cool. Sowas mag ich ja ganz gern. Wieder 5% mehr. Geiler Scheiß. Sind wir fast schon besser als in Medizin. Boah. Das ist schon geil gemacht. Also, kann ich wirklich nur so Sachen. Ah, da brauchen wir Okkultismus tatsächlich auch mal. I can't read Latin. Scheiße. Okay. Bibel mit Anmerkungen haben wir jetzt gekriegt. Gucken wir es uns gerade mal an. Wir sind jetzt auf 30%. Hat uns sogar noch ein bisschen mehr gebraucht. Aber er kann kein Latein. Hier haben wir nochmal den geschnitzte Knochen als Hinweis. Kapitel 3. Ja, das gucken wir uns einfach nur an, damit das verschwindet aus meiner Leiste. Dann Inventar. Wissen. Ja, das ist unser cooler Dolch. Und die Bibel mit Anmerkungen. Eine alte Bibel. Zahlreiche Stellen wurden überschrieben oder mit Anmerkungen versehen. Eine merkwürdige Art, die heiligen Schriften zu studieren. Naja, da gibt es aber auch Bibelforscher und Theologe, die sowas durchaus auch machen. Aber die schreiben bestimmt nicht Cthulhu Rules oder so in Latein oder in Necronomicon-Rune über irgendwelche Passage. Okay, also da haben wir jetzt zweimal was über Okkultismus gelernt. Wenn nicht hier, wo dann? Ne? Okay, die Höhlen erkunden. Tja, ich freue mich jetzt noch, ob das von der Zeit uns noch reicht, weil da möchte ich jetzt halt einfach reinstürmen am Ende von einer Episode. Ja klar, da kommen wir nicht durch. Okay, ich würde mal Folgendes sagen, solange das hier noch safe ist und wir hier durchkriechen können und solange die Hansel uns noch nicht entdeckt haben, ich möchte ja auch nicht, dass die uns entdecken, würde ich mal sagen, ihr liebe Leute, ich mache jetzt hier auch schon meinen Cut und nutze die Gelegenheit nochmal, um auf Monkey Island 2 morgen hinzuweisen, wo dann die Silvester-Abschluss-Episode ist. Ich persönlich kann nur sagen, es war ein wunderschönes Jahr für mich. Es gab natürlich auch Tiefpunkte, ist klar. Aber privat sowie arbeitstechnisch war es eigentlich ganz stabil. Ich bin dankbar für jeden neuen Kontakt, den ich gewonnen habe. Für jeden, der hier neu abonniert hat, bin ich äußerst dankbar.
Ich danke jedem von euch dafür, dass ihr hier meinen Kanal abonniert habt und meine Projekte verfolgt. Das ist wirklich super lieb von euch. Und im nächsten Jahr schauen wir mal, dass wir jetzt von 145 Abonnenten auf die 150 und eventuell sogar auf die 200 losstürmen. Das wird sich nochmal zeigen, wie das mit den Nutzungsbedingungen von YouTube im Januar 2019 aussieht. Eventuell hieß es Goodbye für Let's Plays, eventuell auch nicht, das wird sich zeigen. Schauen wir einfach mal, es würde mich freuen, wenn ihr mich auch im neuen Jahr begleiten würdet. Und wir sehen uns dann in einem Jahr wieder zu Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Also machen's gut bis dahin wieder. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns am neuen Jahr wieder, wenn ihr wollt und wenn ihr dann noch nicht zu sehr den Kopf verkatert habt. Macht's gut bis dahin, rutschen gut ins neue Jahr rein. Eiern. Yankee.